Servus und Habedere zu einer neuen Folge Viva la Movilusion und wir bedienen mal wieder unser Format Wer bist denn du? Das heißt, wir haben nicht nur einen Gast, sondern zwei Gäste dabei hier bei uns im virtuellen Podcast-Wohnzimmer. Ganz gemütlich hocken uns da zu zweit. Einmal der Christoph Baumann und einmal der Sebastian Fischer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid mal an euch beide. Vielen Dank. Schön. Und ich mache die Sache nicht alleine, ich habe mir auch Verstärkung geholt, weil 2 gegen 1 ist unfair, darum habe ich einen Korbi mitgenommen. Hallo, ich glaube, ich bin halt nur als Dolmetscher dabei, oder? Ich streng mich an. Wer sich jetzt fragt, wer sind die Typen, das wissen wir selber nicht. Drum lassen wir das jetzt einfach mal vom Christoph, vom Sebastian erklären, beziehungsweise stellen Sie sich jetzt mal kurz vor und sagen uns, was Sie eigentlich dazu berechtigt, in unserem Podcast zu sitzen. Fängst du an? Fange ich an. Ja. Also ich bin Sebastian Fischer, ich bin Schauspieler und Sprecher und habe mit dem Christoph zusammen einen Film gemacht, in dem er mich netterweise hat mitschreiben lassen und dann auch mitspielen lassen. Ich komme ursprünglich aus München, wie gesagt, ich bin Schauspieler, habe Schauspiel studiert, habe dann auch viel Zeit in Theatern verbracht und habe Film, Fernsehen gemacht, und bestreite damit mein Leben oder versuch's zumindest. So. Genau, und ich bin der Christoph Baumann, ich bin Filmproduzent und Regisseur und ich habe eben den Spielfilm Der Deserteur produziert und auch Regie geführt. Das ist ein Independent-Spielfilm. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren, bin ich im Filmgeschäft und produziere ganz viel Imagegeschichten und Werbung und Sonstiges. Also ich bin da schon eine ganze Weile unterwegs und eben 2020 haben wir uns gemeinsam hingesetzt und gesagt, wir nützen die Corona-Zeit aus und entwerfen einen Spielfilm. Und so sind wir jetzt hier gelandet. Genau. Aber das heißt, ihr habt auch schon mehrere Projekte zusammen durchgeführt? Ja, kennengelernt haben wir uns so, dass ich sozusagen, es gibt ja für Schauspieler, um sich zu bewerben, gibt's immer so Demobänder und die muss man, wenn man jetzt nicht sie aus irgendwelchen Produktionen, wo man mitgespielt hat, rausschneiden kann, dann produziert man die selber. Das heißt, man spielt eine Szene, dreht eine Szene und damit, so habe ich Christoph kennengelernt, dass ich jemanden gesucht habe, der für mich oder mit mir zusammen eine Demoband-Szene dreht und sie für mich produziert. Und da bin ich eben auf Christoph gekommen und seit wir uns kennen und wir kennen uns jetzt seit... Das haben wir uns überlegt, also seit Ewigkeiten auf jeden Fall. Es sind über 12 Jahre jetzt. Mhm. 2013, glaube ich, 12 Jahre kennen wir uns jetzt. Und in der Zeit haben wir, glaube ich, schon ein paar sehr viele von diesen Demobändern gedreht, weil Christoph mich dann auch immer wieder für andere Schauspieler und Schauspielerinnen angefragt hat, ob ich da mitspielen möchte. Und dann sind wir so zusammengekommen und dadurch hat sich auch eine Freundschaft entwickelt und aber so haben wir auch das ganze Team zusammengebaut. Also alle, die mitgemacht haben und mitgearbeitet haben, wir haben alle umsonst gearbeitet. Und das geht natürlich auch nur, wenn man irgendwie seit Jahren miteinander arbeitet und befreundet ist und wirklich Bock hat, was miteinander zu machen. Und gerade weil wir ein sehr kleines Team hatten, also in der Spitze waren wir zu 12 hinter der Kamera, das ist wirklich winzig. Da ist es natürlich wichtig, weil jeder alles machen muss. Eben, wir wohnen alle zusammen, wir pennen alle in einem Ferienhaus zusammen, irgendwie zu zweit in einem Zimmer. Und das ist natürlich wichtig, dass man sich wirklich kennt und weiß, wer da mitkommt und wer die Leute sind, auf die man sich jetzt, also wir haben unseren Hauptdrehblock, das waren 2 Wochen am Stück. Also da muss man sich schon mögen, damit es funktioniert und sich nicht nach kurzer Zeit an die Gurgel geht dann. Ja, man mag sich auch zwischendrin mal nicht. Ja, klar. Ist ja wie bei uns, wenn wir auf ein Filmfestival fahren, zuerst hieß es, wir haben Doppelzimmer und wir haben uns jetzt dazu entschieden, sogar selber Geld in die Hand zu nehmen, damit wir Einzelzimmer haben, weil wir uns auf den Sack gehen.
Wobei der Corby schon eigentlich ein guter Zimmergenosse ist, wenn man mal nach einer längeren Nacht mit einigen Bieren zurückkommt und dann liegt auf einmal noch ein Burger vom Mackie für dich parat. Das ist schon, also ist schon sehr nett gewesen, dass ich war da sehr dankbar. Ja, ich wollte ja, dass du am nächsten Tag wieder arbeitest. Ja, hat nicht hingehauen. Nein. Kurz mit zum Film, also es geht um Der Deserteur, der ist ja bei uns auch im Cineplex in Vilsbiburg, glaube ich, aufgeführt worden. Genau. Da wart ihr da alle persönlich vor Ort, weil wir haben es leider nicht geschafft, dass wir uns den Film im Kino anschauen. Wir haben dann dankenswerterweise vom Christoph einen Screener gekriegt und haben den auch in Vorbereitung angeschaut. Wart ihr da, oder wie viele vom Team waren da damals im Cineplex? Und da übrigens noch ein Danke an den Cineplex, dass weil durch euch ist der Kontakt da zustande gekommen, freut uns sehr. Im Cineplex waren die Anna und ich. Anna ist die Hauptdarstellerin, die Anna Kaminski. Und wir teilen uns im Moment ein bisschen auf. Wir reisen im Prinzip immer mit dem Film rum. Ne? Wir haben viele Vorstellungen in vielen verschiedenen Kinos und es sind immer verschiedene vom Team da. Ich bin eigentlich immer da, aber irgendwann ist dann auch einfach zu viel. Man kann sich irgendwie nicht 2 und 3 teilen. Das heißt, es sind immer mindestens 2 normalerweise von uns da. Und das ist dann eben, je nachdem, jetzt in Prim waren Sebastian und ich da und der Elias, unser Komponist war da. Und die Anna ist auch noch dazu gekommen. Jetzt in Marias Kino zum Beispiel in Bad Endorf, da werden wir auch zu zweit, glaube ich, sein am Ende. Ja, für Biburg wollte ich eigentlich kommen, aber da lag ich mit Bandscheibenvorfall. Da hatte ich keinen Bock mehr im Auto hinzufahren. Willkommen im Club. Danke. Der wievielte ist es? Ja, bisher der erste zum Glück. So. Ach, Anfänger. Ja, ich bin da ganz frisch im Geschäft. Ja, das wird noch cool. Ja, ich fand's auch sehr schön, muss ich sagen. Ich bin bei Nummer 6. Ach Gott. Oh Gott. Na, und insofern in Vilsbiburg waren wir zu zweit. Und es macht total Sinn bei dem Film natürlich, dass man irgendwie danach mit den Zuschauern in die Diskussion reingeht und über den Film spricht, weil man auch merkt, dass die Leute wirklich drüber sprechen wollen. Also das ist erstmal sind alle so ein bisschen, weil es ja ein Antikriegsfilm ist, sind alle erstmal ein bisschen runtergebügelt und müssen sich erstmal erholen. Und dann muss man einfach mit den Leuten ein bisschen sprechen und sie abholen. Und dann merkt man einfach, wie die Leute darüber reden wollen und was ihnen für Gedanken gekommen sind und was sie sich gedacht haben. Und weil sich natürlich ganz viel auch auf die Jetztzeit, also auf die jetzige Zeit natürlich auch bezieht dann in dem Film. Das haben wir jetzt auch gemerkt in Sarajevo. Wir haben ihn in Sarajevo auf dem Filmfest vorgestellt. Und da hast du natürlich einen Zuschauer, die vor 30 Jahren noch im Krieg waren, die auch dann nochmal völlig anders mit dem Film einfach umgegangen sind. Und genau, und so, wir sind jetzt im Oktober, sind wir auch in München zum Beispiel und rund um München wieder sind ganz viele Vorstellungen. Und da sind wir dann auch wieder dabei und stellen den Film vor. Okay. Kurz mal dann für unsere Hörer, weil es ist ja hier mehr ein Interviewformat. Es geht um den Film Der Deserteur, in dem es auch um den titelgebenden Deserteur geht, der gespielt wird vom Sebastian. Das ist die Rolle des Antons. Ja. Ich nenne es jetzt einfach mal, ich versuche es schlicht zu halten, weil der Film ja doch so 1, 2 kleine Überraschungen parat hält bei den Figuren. Es ist ein Soldat, der, wie es der Titel verrät, abhaut von der Front, da keine Lust mehr drauf hat. Die Alliierten rücken vor. Das Ding ist sowieso verloren in seine Augen und er findet Zuflucht in der Hütte, wo die Hanna lebt. Und später kommt dann noch ein alter Bekannter dazu und der Film behandelt halt auch, in meinen Augen habe ich das so ein bisschen so gesehen, eben natürlich den Fanatismus, wie der Menschen verändert, aber dann trotzdem auch auf der anderen Seite noch dazu das Überwinden von diesen eingetrichterten Hass, unbegründeten Hass gegenüber anderen Menschen. Das mal so als kurze Zusammenfassung für unsere Hörer, damit sie sich einigermaßen zurechtfinden für den Film, in dem Film. Ich hoffe, das passt so, wenn ihr noch Anmerkungen habt, dann raus damit. Nein, passt. Nee, da war auch kein Spoiler dabei. Ja, sehr gut. Ja, ich bin da. Es könnte auch eine romantische Komödie sein, so wie es der Kani beschrieben hat. Ja, dann die Anmerkung, es spielt im Dritten Reich. Da war nicht viel mit Romantik. Ja, die Komödie ist uns auch nicht so gelungen, aber. Na. Wie setzen auf die Idee käme, weil natürlich ist es ein Thema, das, wie der Christoph schon gesagt hat, aktuell sehr präsent ist in der heutigen Zeit.
man muss ja nicht gerade bei uns schauen, aber mit Blick über die Landesgrenzen hinaus, über die ganzen Kackrechten auf dem Vormarsch. Und wie ist da die Idee für euch dann entstanden, dass ihr euch nicht in die Moderne ansiedelt, sondern im Zweiten Weltkrieg und da die Parallelen versucht so ein bisschen zu schlagen auf unsere heutige Zeit? Also wir haben den Film 2020, haben wir angefangen, den Film zu entwickeln. Da hat man ja alle viel Zeit plötzlich. Das heißt, darum gibt's uns als Podcast. Also das auch. Ja, bei uns war es auch so. Christoph rief mich an und meinte so, ja, hey, was machst du? Und ich so, nichts, ich sitze zu Hause, mir ist so langweilig. Und dann meinte er, komm, lass uns ein Drehbuch schreiben. So hat's bei uns angefangen. Und grundsätzlich ist das Thema, also was für mich oder für uns auch immer so im Vordergrund stand, auch immer dieses Corona-Thema. Ne? Was passiert, wenn man zwei Leute einsperrt und die sich miteinander auseinandersetzen müssen, um zu überleben. Ne? Das war das, womit wir alle irgendwie zu kämpfen hatten. Ne? Plötzlich sind wir alle aufeinander gehockt, ne? Und da sind ja plötzlich durften nicht mehr raus. Ja, durften nicht mehr raus irgendwie und mussten miteinander plötzlich umgehen. Und das Thema Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg ist dann erst später dazu gekommen, weil wir natürlich geschaut haben, was sind dann da für interessante Figuren, die da aufeinandertreffen. Und jetzt ist das Dritte Reich natürlich ein Thema, wo man immer noch wahnsinnig viel erzählen kann. Und 2020 war natürlich auch immer noch so, dass man sagt, wir hatten noch nicht die Ukraine, wir hatten nicht 7. Oktober, wir hatten nicht Gaza, es war eigentlich noch der Stand, dass wir gesagt haben, naja, Landkrieg wird es nicht mehr geben, ne, völlig unmodern. Und das haben wir auch damals sehr, sehr bekommen. Also als Rückmeldung so, oh Gott, hey, Zweiter Weltkrieg, hey, ja, es war auch so ein bisschen so meine Haltung, aber wie du auch gesagt hast, komm, wir siedeln es da so im Mai 45 an, wo ich auch dachte so, hey, komm bitte, Zweiter Weltkrieg, Christoph, was Historisches, oh Gott. Aber wie man ja sieht, einfach so, es ist leider halt einfach wieder dazu gekommen, dass man sagt, das hört die Dringlichkeit dieser Thematik, sie wiederholt sich einfach viel zu oft und sie hört nicht auf. Ja. Und das ist wirklich das Erstaunliche und Erschreckende einfach. Und es wiederholt sich immer. Also das ist das Faszinierende, dass wir waren natürlich für den Film extrem viel in der Recherche, vollkommen abgesehen davon, dass wir schon viele uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und jetzt waren wir in Sarajevo zum Beispiel auch im Genozidmuseum. Und es ist 1:1 das Gleiche. Es ist wirklich, ist 30 Jahre her und es ist exakt das Gleiche. Und du liest diese ganzen Geschichten und hast sie alle schon mal gelesen, bloß dass sie 80 Jahre früher spielen. Auch von der Grausamkeit, also wie soll man das sagen, also von den Techniken des Tötens her, man sagt so, dass es halt eine Form des Abschlachtens ist und nicht das einfach, wie man sich denn eigentlich so denkt, so im Krieg wird halt einfach, da sind nur Soldaten und schießen aufeinander. Nee, es wird einfach Zivilbevölkerung aufs brutalste und bestialischste niedergemetzelt. Und was mir auch gar nicht so klar war, muss ich ehrlich sagen, jetzt gut, jetzt war ich beim Kosovo-Krieg oder Balkankrieg, war ich 14, 15. Aber dass die ja auch KZs hatten, das war mir zum Beispiel auch überhaupt nicht bewusst. Und da standen wir dann beide wirklich auch so mit offenem Mund da und sagen, es ist halt einfach wirklich so verrückt. Das ist mir eine Blaupause gewesen. Und das ist echt, also das merkt man auch im Dialog mit den Zuschauern. Es ist, wir sind halt gerade in der Zeit, wo sich alles wieder wiederholt. Und das ist wirklich diese gesamten Grausamkeiten, wenn man sich anschaut, was am 7. Oktober passiert ist oder was in der Ukraine passiert, wie grausam Menschen sein können. Oder diese Kriegsführung, ne, was wir gesehen haben hier in Sarajevo, wo die ja einfach rundherum auf den Bergen saßen und mit Granatwerfern einfach reingeschossen haben, beziehungsweise mit Scharfschützen die Leute, die Zivilbevölkerung abgeknallt haben, was wir jetzt wieder 1:1 so in Gaza haben, ne? Wo sich allerdings diesmal die Israelis irgendwo hinsetzen und sagen, hier, jeder, der über diese rote Linie geht, der ist für uns Feind und wird abgeknallt. Ob der das weiß, dass er in diese Zone geht, völlig egal. Er wird abgeknallt. Ja. Und das ist halt auch, oder eben was am 7. Oktober an unermesslichen Grausamkeiten da plötzlich passiert sind, es wiederholt sich immer wieder. Und deswegen, wir wurden eben gerade in der Postproduktion dann plötzlich eingeholt von dem ganzen Spaß, ne? Also in der Ukraine, und plötzlich war alles wieder da. Insofern war das, also wir haben schon gedacht 2020, nee, das ist noch nicht auserzählt. Und es ist ein Thema, also ich kenne mich mit dem Thema gut aus. Und es ist ein Thema, wo ich auch
viel sagen wollte und viel zu erzählen habe. Insofern war dieses Thema Zweiter Weltkrieg ein Thema, auf das wir dann auch ziemlich schnell kamen. Und der große Vorteil beim Thema Zweiter Weltkrieg ist, dass man ziemlich unemotional darüber diskutieren kann. Also wir können diese ganzen Tatsachen sozusagen hinstellen, wir können beschreiben, was da passiert ist, und niemand wird sich auf der anderen Seite hinstellen und sagen, ja, seid ihr verrückt geworden und die Nazis waren doch überhaupt nicht böse. Sondern, die haben immerhin die Autobahn gebaut. Ja, der Hitler hat doch auch viel Gutes gemacht. Das wird nicht passieren, sondern man kann sehr rational über diese ganzen Themen diskutieren, weil das bekommen wir tatsächlich auch oft zu hören, natürlich im Zuschauergespräch. Ja, wie ist denn das? Könnte dieser Film denn auch in Gaza spielen? Ne? Was natürlich eine Fangfrage sein soll. Und wo wir auch ganz klar sagen können, naja, selbstverständlich, weil es ist ein Film gegen den Krieg. Es ist kein Film für Israel. Es ist kein Film für die Hamas. Es ist kein Film für die Ukraine oder für Russland. Es ist ganz klar ein Film gegen den Krieg. Dieses Thema Antikrieg ist unser Hauptthema. Und dann kommt natürlich noch das Thema Antisemitismus dazu, ne? Weil ja eben dieser Nazi und sein Opfer sozusagen trifft auf diese Alm. Und das sind zwei Sachen, über die man dann wirklich sehr rational diskutieren kann und das auch sehr gut einfach in die heutige Zeit mitnehmen kann. Was ich halt einfach noch spannend finde, war halt einfach auch dieses Thema zu sagen, wie funktioniert Kommunikation oder wie kann man denn aufeinander zugehen? Also gerade war halt auch unsere Überlegung, wir setzen ja zwei konträre Figuren, die weiter nicht auseinander sein könnten, in einen Raum, sperren ihn zu und schauen, was passiert. Und es ist ja im Endeffekt ja auch immer so eine Forderung zu sagen, so ja, man muss in Verhandlungen gehen, so was ja jetzt gerade so von allen Seiten so der Politik auch immer wieder kommt, aber es ist halt einfach so schwierig, einfach zu sagen, ja, wie gehe ich dann aufeinander zu? Wir haben da jetzt kein Patentrezept oder sagen, was ist richtig, was ist falsch, aber dass man halt einfach sagt, Kommunikation ist halt einfach so ein wahnsinnig wichtiges Element, um wieder zueinander zu finden. Ist das möglich? Kann das möglich sein? So, das waren halt auch so Fragen, die uns beschäftigen oder beschäftigen. Ja, man sieht es ja ein bisschen an der Figur dann eben auch vom Anton, der ja nicht mit der ganzen Wahrheit rausrückt, wo es diese mangelnde Kommunikation ja dann auch wieder bei einem Pärchen, das zusammenrückt, an Schaden anrichten kann. Das ist auch schön umgesetzt worden. Ich habe sehr, sehr, sehr viele tolle Bilder in dem Film gesehen. Also die Alm allein schon. Also da gibt es schlimmere Orte, wo man hinflüchten muss. Und insgesamt die Stadt echt aus wie Hollywood-Produktion. Also da schon mal Hut ab, Respekt. Dankeschön. Das Einzige, wo ich mir die ganze Zeit gefragt habe, war, warum ihr euch für ein akzentfreies Hochdeutsch entschieden habt. Das ist mir die ganze Zeit im Kopf rumgegangen, bis dann die eine Tiroler Dame aufgetreten ist und ich mir dann gedacht habe, ja, geh leck, jetzt verstehe ich gar nichts. Das war echt voll der Bruch. Man versteht alles, auf einmal kommt Charlotte, hieß die, meine. Ja. Und dann ich so, okay. What? Also, ich war froh, dass da der englische Untertitel da war. war aber auch mega sympathisch als Figur, finde ich. Ja, super, definitiv. Ja. Aber habt ihr da vorher mal drüber gesprochen gehabt? Weil sie erklären ja auch, aus welchen Orten sie kommen. Ich habe mir zur Vorbereitung extra nochmal nachgegoogelt. Wo Rosenheim ist. Ob die in Rosenheim oder in München vielleicht damals gezwungen waren, perfektes Hochdeutsch zu reden. Aber dem ist anscheinend nicht so. Also wir, eigentlich haben wir Hanna und Anton angelegt als Münchner Stadtbayerisch. Also es ist schon, ich habe so das Gefühl, das Münchner Stadtbayerisch ist ja sehr hochdeutsch. Also das kann ja mal ein bisschen abdriften. Wir haben lange darüber gesprochen, tatsächlich über den Dialekt, und ihr habt es eigentlich auch immer wieder angeglichen sozusagen in ein leichtes Münchner Stadtbayerisch oder ein umgangssprachliches. Und mir war wichtig tatsächlich an der Figur Charlotte, die dann reinkommt. Ich hätte zu ihr gesagt, wenn man dich nicht versteht, ist es mir am allerliebsten. Und wir haben dann auch echt wirklich versucht, Respekt. Also auch ganz viele Sachen zu finden, die sie einbaut, die man heute auch gar nicht mehr sagt. Also die in so einem ganz alten Dialekt irgendwie sind. Und das macht die Figur
weil wenn man diese Figuren entgegenstellt, diese 3 jetzt in dem Fall, haben wir natürlich 2 Figuren, die sehr sophisticated sind im Prinzip, ne, eher industriellen Sohn, sie ja auch, ne, Ärztinnen-Tochter, also super sophisticated. Und dann kommt dieses Mädchen da rein mit diesem super breiten Tiroler Dialekt. Man muss auch noch sagen, hier Lana, die das spielt, ist eigentlich aus der hier Grazer Gegend, Kärnten, oder? Nicht, dass ich jetzt hier mich in die Nesseln setze. Und die hat sich den Dialekt komplett neu draufgehauen. Also das ist nicht ihr Mutterdialekt, das war schon auch... Die hat geübt vorher. Ja, und hat's also echt super gemacht, also wirklich stark. Und das ist natürlich, ich finde den Gegensatz da nochmal so schön, weil jede diese Figuren symbolisiert ja was anderes, ne? Und die ist ja die Lebensfreude. Und Lebensfreude ist natürlich auch sofort mit dem Dialekt verbunden, ne? Dass die einfach hier, hey, ich nehme das Leben so, wie es ist, ne? Und ganz egal, wie scheiße im Moment alles ist, hey, ich lebe und ziehe das Beste daraus. Das transportiert sich dann natürlich auch sofort über den Dialekt. Während wir natürlich auf der anderen Seite diese beiden Figuren haben, die sich da auseinandersetzen müssen und die ja auch sehr viele Sachen einfach zu verhandeln haben, ne? Und sehr viele wichtige Sachen zu verhandeln haben. Und deswegen sind die tatsächlich bei uns eher in dem Münchner Stadtbayerisch gehalten. Ich dachte aber schon auch, dass wir leicht im Dialekt sind bei den beiden Figuren. Ja, du hast halt, also wenn du es jetzt einem Hamburger oder einem Berliner irgendwie vorspielen würdest, der würde, glaube ich, eine süddeutsche Einfärbung merken, aber ja, denke ich schon, ja. Wenn hier dem Lokal... Also die Preisen... Ja, das hat ja nichts mehr mit uns zu tun hier. Ja. Das einzige Mal, wo es mir aufgefallen ist, dass ihr dann doch versucht habt, diesen bayerischen Touch mit reinzubringen, war bei dem Wort gescheit. Das habt ihr beide dann benutzt, aber ansonsten ist mir nichts aufgefallen. Ja. Ich würde auch eher sagen, dass das in die hochdeutsche Richtung geht. Also sehr hochdeutsch ist. Ja, also wie es vorher schon hieß, so dieses, für mich war es ja da so dieses München bayerisch-hochdeutsch ein bisschen so gewesen, ja. Das hätte jetzt jeder rausgehört. Ja, nur, weil ja der Anton erklärt, er kommt gleich aus Landshut und sie ja aus Rosenheim oder andersrum. Nee, die Schwester, genau. Die Schwester ist in Rosenheim. Von Anton, wo er hin möchte, da hat sie einen Pfarrer geheiratet. Der Vater hat die Fabrik in Ingolstadt und gewohnt haben sie in München. Genau. Ja. Na gut, ja. Das war nur das andere, was ich mir dann gedacht habe, vielleicht hat man damals in München auch schon kein Bayerisch gesprochen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Es war schon immer eine Zuzugsstadt. Ja, eben. Aber habt ihr da, weil ich habe eure Kritiken dazu ein bisschen durchgelesen, das war ja auch durchweg alles positiv. Gab es da schon mal bei der einen oder anderen Vorführung so die Anmerkungen mit dem bayerischen Dialekt? Oder waren da alle durch die Charlotte schon so geflasht, dass sie dann sowieso keiner mehr getraut hat, das anzusprechen? Das hat gut abgelenkt, bestimmt, ja. Nee, tatsächlich, also auf den Dialekt ist keiner gekommen. Nee, Dialekt wurden wir also ich habe noch nicht angesprochen. Wir wurden darauf angesprochen, dass Charlotte schlecht zu verstehen ist. Also das ist schon immer. Aber bei der Charlotte kommt es ja auch weniger darauf an, was sie sagt, sondern wie sie sagt. Also das ist, ich glaube, dass man die Charlotte auch versteht, ohne dass man versteht, was sie sagt. Also das ist, glaube ich, da sind ganz viele Sachen dabei, wo man sagt, hä? Was meint sie? Aber dadurch, wie sie es spielt und wie sie es rüberbringt, bin ich ja bei Charlotte nie irgendwie dabei, dass ich sage, hey, was ist denn das für eine Figur? Hä? Ja. Also das ist, glaube ich, das Schöne bei der Figur Charlotte, dass die der einfach ganz viel Stimmung da reinbringt das funktioniert natürlich mit dem Dialekt total geil. Ja. Also das ist natürlich super. Ja, und die Lana, die Charlotte spielt, die strahlt da auch wirklich eine absolute, wirklich so wie so einen visuellen Comic Relief oder so aus in dieser ganzen düsteren, tristen Zeit und auch in diesem Missvertrauen zwischen die beiden Hauptfiguren. Und dann kommt sie rein wie so ein kleiner Sonnenschein, auch mit ihrem, ich glaube so gelbliches Dirndl hat sie auch gehabt, oder? Hellrosa, genau. Sehr hell einfach, sie bringt einfach auf einmal wirklich Farbe so, nicht gerade durch ihr Kleidung, sondern auch durch ihr Mimik und so mit rein. Und dann der Dialekt dazu. Das ist echt ein ziemlich krasser Kontrast, diese Figur zu dem eigentlich traurigen und tristen Thema und der Welt dort zu der Zeit. Der Corby hat es ja vorher schon angesprochen, auch die Optik von dem Film, also das ist mir auch aufgefallen. Die schaut wirklich hochwertig aus. Kannst du ein bisschen was zum Hintergrund erzählen, zu den Produktionskosten, was ihr Budget gehabt habt oder so? Also dürft ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Also da gibt es 2 Zahlen im Prinzip. Schauspieler haben nichts bekommen, die erste Zahl 0. Schauspieler ist jemand nichts bekommen. Mein Verdienst war 0. Wenn man jetzt sagt, also was hat der Film mit Rückstellungen gekostet? Ne? Also was hätte er gekostet, wenn ich alle bezahlt hätte? Schlecht bezahlt hätte? Dann wären wir bei 400.000. Also das hat der Film sozusagen gekostet, wenn ich jedem gesagt, das, was auf dem Vertrag steht, sozusagen gezahlt hätte. Und was hat er tatsächlich gekostet? Das waren 70.000 Euro. Aber da kommen natürlich wahnsinnig viel Gefallen dazu. Also das ist wirklich, wir haben natürlich, dadurch, dass wir alle, auch unser Kameramann schon ewig lang im Filmbereich arbeiten, natürlich sehr, sehr viele Freunde, die gesagt haben, cool, wir unterstützen euch und wir machen dies. Und also wirklich die Cinemobil hat uns Equipment hingestellt ohne Ende. Wir wären arm geworden, wenn wir das hätten bezahlen müssen. Ja. Oder unser VFX-Team, die uns am Ende die visuellen Effekte gemacht haben. Das ist, in dem Film gibt es unglaublich viele VFX-Geschichten, die man aber gar nicht sieht. Also es gibt ganz viele offensichtliche Dinge, wo man sagt, alles klar, die werden nicht das da gemacht haben, das werden sie höchstwahrscheinlich digital gemacht haben. Aber es gibt eben wahnsinnig viele Geschichten, wo man einfach sagt, also zum Beispiel unsere Alm, die war nicht besonders hoch. Das sieht sehr schön aus, weil die Berge drumherum echt riesig sind, aber die war relativ dicht überm Tal, weil wir auch irgendwie hochkommen mussten. Und wir hatten in Sichtweite ein Dorf mit Kirche. Da sah man immer so von oben drauf runter. Das wurde uns alles digital rausgerechnet zum Beispiel. Also die sind hin und haben uns die Kirche raus. Oder es gibt eine Szene, wo Anna und Sebastian auf dem Dach liegen und ihre Schuhe in die Kamera strecken. Ja. Das Problem ist, man bekommt natürlich keine Originalschuhe mehr. Das heißt, das waren alles Gummisohlen. Und dann musste das VFX-Team hingehen, sich alte Sohlen besorgen, die dann abfotografieren und die dann sozusagen ins Bild montieren. Und das sind so viele Sachen da drin, wo man einfach sagt, das merkt kein Mensch. Oder diese ganzen Kabel in dieser Hütte, irgendwelche Stromkabel, die dann rausretuschiert sind. Also wenn wir das alles hätten bezahlen müssen, dann wären wir arm geworden. Und deswegen, eigentlich ist der Film von der Wertigkeit her, ist der mit Sicherheit, wenn man sagt, man hätte ihn normal bezahlt und normal produzieren müssen, wären das wahrscheinlich so gute 800.000 Euro gewesen. Aber 70.000 Euro hat er am Ende gekostet, weil der größte Teil, das muss man ganz ehrlich sagen, geht ins Essen und in die Übernachtung. Das ist, wenn du kannst so einen Film machen, das ist alles wunderbar. Wenn du kein gescheites Essen hinstellst, dann kriegst du die Meuterei nach 2 Tagen. Das ist der allergrößte Posten beim Filmemachen, weil das Essen muss gut sein. Ja. Das muss jetzt nicht Deluxe sein, aber das Essen muss gut sein. Aber wir hatten wirklich sehr gut. Wir hatten super Essen. Also wir hatten super Caterer. Wir hatten unten einen Café. Katrins Laden. Macht gerne Werbung für Sie. Und die haben jeden Tag für uns gekocht und auch dieses Ding. Wir haben 2 Veganer. Wir haben 2 Veganer. Dann haben sie sich extra ein veganes Kochbuch gekauft und haben für die vegan gekocht. Sie haben auch einmal ganz nett Forelle für die Veganer zum Essen eingekauft. Das ist Forelle ist ja vegan, das weiß man ja. Das ist ja kein Tier. Forelle ist kein Tier. So herrlich, das ist wirklich fantastisch. Und wir haben natürlich den enormen Vorteil, dass alle, die dabei waren, extrem viel Erfahrung reingebracht haben. Im Prinzip wollten wir eine Geschichte machen, wo wir gesagt haben, das macht man mit Anfang 20. Ne? Man dreht 20 Stunden am Tag, schläft 3 Stunden und dann ist man am nächsten Tag wieder auf den Beinen. Das macht man eigentlich nicht, wenn man etwas älter ist. Aber dadurch konnten wir natürlich alle auch unsere Erfahrung irgendwie reinbringen. Und gerade unser Kameramann ist schon seit Jahrzehnten in dem Geschäft und es macht auch viele richtig schöne, große Geschichten. Da war natürlich auch unser ganz großer Anspruch zu sagen, es muss super aussehen. Also es muss wirklich schön aussehen, weil wenn wir den im Kino zeigen und wenn die Leute Geld dafür ausgeben, dann muss es stimmen. Ne? Und dann kann man sich am Ende noch über die Geschichte streiten und kann sagen, mir gefällt der Film oder nicht, aber es soll nicht daran liegen, dass man sagt, naja, ihr habt euch bemüht, ne? Also es war ja ganz okay, ne? Und da muss dann schon alles so ausschauen, dass man sagt, hey, man kann irgendwie einigermaßen mithalten und hat das Gefühl, hey, das ist auch, vor allem wenn es ein historischer Film ist, da müssen die Kostüme stimmen,
Da muss die Maske einigermaßen stimmen, da muss das Setting irgendwie stimmen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man ist in diesem Setting einfach irgendwie drin. Mhm. Und gerade, was die Kostüme angeht, das ist so krass. Also wir haben ja diese ganzen SS-Kostüme und alles, haben wir zum Beispiel in China anfertigen lassen. Also es gibt einen Dienstleister hier in Deutschland, zu dem kann man gehen und sagen, hier, ich möchte alle meine, das sind meine Maße, das sind meine Schauspieler. Was empfiehlst du mir? Was haben die wohl für einen Rang in der SS oder in der Wehrmacht oder sonst irgendwas? Der berät ein und geht mit den Maßen nach China. Dann wird es in China alles geschneidert und dann bekam ich plötzlich einen Anruf, du, Christoph, ich habe ein Problem, der Staatsschutz sitzt mir im Nacken, könntest du bitte mir einen Brief schreiben, dass er diesen Film macht, damit ich die Kostüme wieder krieg, weil die vom Staatsschutz zwischendurch konfisziert wurden. Und dann wurde das alles abgesegnet und alles super und dann kam das zu uns. Also das ist schon Wahnsinn, was man da inzwischen alles machen kann einfach, weil wir natürlich diese Kostüme, wir sind natürlich völlig wild mit diesen Kostümen umgegangen. Und mir war wichtig, dass jeder auch sein persönliches Kostüm hat. Also jedes Kostüm ist maßgeschneidert sozusagen für jede Figur, damit sich die Schauspieler da auch wohlfühlen und das Gefühl haben, hey, das ist meins und das trage ich auch sonst so. Und, also das heißt, die gehören jetzt auch euch, genau, die Kostüme? Ja. Ja, die sind aber auch zum großen Teil einfach kaputt. Durch. Ja. Man muss sich da natürlich auch immer viele Gedanken machen. Die Rechtslage ist natürlich auch zum Beispiel, wir haben ja einen Großteil in Österreich gedreht, da ist die Rechtslage plötzlich völlig anders. Und da kommst du dann an und sagst so, Leute, wir möchten einen Film drehen, Antikrieg, Zweiter Weltkrieg, jede Menge Nazi-Symbole. Wie gehen ihr damit um? Die waren damit auch erstmal völlig überfordert. Also das ist dann auch in Österreich erstmal bis ganz nach oben gegangen, bis es dann abgesegnet wurde und wieder zurückgekommen ist. Also das sind dann schon immer so, ja, klar, Sachen, über die man sich natürlich im Vorfeld Gedanken machen sollte, wenn man dann irgendwo auf den Bergen dreht, mit SS und mit Gewehren und mit Rumschießen, mit allem drum und dran. Ja. Aber das Tal war völlig entspannt tatsächlich. Da hätte ich jetzt tatsächlich vermutet, dass in Deutschland die Rechtslage schlimmer ist wie in Österreich. Ja, wobei es hieß ja eigentlich so, solange wir auf Privatgrund waren, und wir haben eigentlich ja alles auf Privatgrund gedreht, ist es eigentlich kein Problem. So, da da kannst du machen, was du möchtest. Solange es nichts Verherrlichendes ist. Generell ist es natürlich immer so beim Umgang mit Nazi-Symbolen, sie sind verboten, solange du nicht was eben Dokumentarisches machst oder Spielfilm in der Richtung machst. Also man sollte nicht mit der privaten SS-Uniform rumlaufen jetzt, auch nicht auf Privatgrund. Das geht auch in Deutschland nicht gut aus. Aber da sind einfach in Österreich ist es nicht ganz so geregelt. In Deutschland ist es relativ einfach, weil man ziemlich genau weiß, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Okay. In Österreich ist es dann, die wissen selber nicht so genau, wie sie damit umgehen sollen. Wenn da komische Produzenten aus Deutschland kommen und solche Anfragen. Die wissen ja, glaube ich, aktuell auch selber noch gar nicht so genau, wie rechts sie sein wollen, oder? Also deswegen. Ja, genau. Sie sind dann auch etwas unentschlossen. Sie sind auf der Suche. Ja, genau. Es ist kompliziert, hörst du auf Facebook. Ja. Wie viele Drehtage habt ihr denn insgesamt gehabt? 20 Drehtage. Waren 16 auf der Hütte? Ja. Und 3 hier. 3 plus einen Tag noch extra für die ganzen Drohnenaufnahmen. Ah ja. 20. Ist also ungefähr vergleichbar. Ein Tatort hat 17 Drehtage. Hat er? Ja, 17 inzwischen. Ein Spielfilm hat normalerweise zwischen 20 und 30 Drehtagen. Ja, also da sind wir einigermaßen im Rahmen. Aber also es waren natürlich wirklich, wir haben diese 16 Drehtage durchgemacht. Also wir hatten auch wirklich keine Pause. Ich wollte eben gerade sagen, wo du meintest vorhin, das macht man halt noch so in jungen Jahren. Ja, aber wir Idioten haben es ja auch wieder gemacht. Also, wo man sagt, so jede Nacht hast du nur so 3-4 Stunden Schlaf und dann weiter. Also ich bin schon am 3. Tag zu Christoph gegangen und habe gesagt so, Alter, ich kann nicht mehr. Also es ist jetzt vorbei. Ich bin erledigt.
Aber keine Sorge, mir ist klar, wir haben noch 13 Tage vor uns. Und den ziehen wir durch. Das ist auch das Schönste, wenn man hat das Drehbuch und bereitet sich das ja vor, ne? Und dann hat man lauter kleine Schnipselchen drin, ne? Jede Szene, ja, hat eine eigene, und dann geht man am Abend hin und nimmt diese Schnipselchen raus und es werden immer weniger. Am Anfang ist es noch alles voller Schnipselchen, und das schaffen wir nie. Ja, wir hatten aber schon auch so die ersten Tage so, war schon so, kamst du schon auch mal, hast gemeint so, oh Gott, sind wir im Verzug. Das werden wir nie hinbekommen, nie hinkriegen. Schlaf ist jetzt gestrichen. Ja, gibt's nicht mehr. Gut. Das ist dann auch natürlich der Klassiker, wo man dann auch irgendwann anfangen muss zu sagen, hey, wir müssen es vereinfachen oder sonst was. Aber wir haben alles gedreht. Also wir haben keine Szenen gestrichen. Ja, also sogar Szenen haben es nicht in den Film geschafft. Ja. Okay. Was war denn die schwierigste Szene? Aus welcher Sicht? Weil da gibt es bestimmt unterschiedliche Gesichtspunkte so zu spielen. Also ich würde jetzt sagen, aus Sebastians Sicht nackt über die Alm zu laufen. Ja. Es gab zwei. Das war einerseits nackt über die Alm zu laufen, weil das Schöne an dem Tag war auch, dass alle länger schlafen durften, nur ich nicht. So. Ich, die Maske, Christoph und der Spanier, der Kameramann, wir haben uns in der Früh um, 8 Uhr, halb 8, irgendwas, war sehr früh. Oder 7, ich weiß nicht, es war saufrüh, es war saukalt. Dann wurde mir gesagt, so, du stehst jetzt auf, ziehst dich nackt aus und dann rennst du erstmal über diese Wiese dort. Und die Wiese war sehr steil, sehr nass. Mich hat sehr schön aufs Maul gehauen, weil ich in der Kuhscheiße nackt ausgerutscht bin. Es war wundervoll. Ja. Aber spielerisch fand ich, also wenn man sich da eine Szene rauspicken möchte, dann ist es schon die Just Laus-Szene gewesen. So, ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel verraten, aber es wird halt schon sehr emotional beschrieben oder beschreibe ich in einem Monolog, was gemacht wurde, und es ist ein Augenzeugenbericht sozusagen. Und sich in den hineinzufühlen und hineinzudenken, das war schon echt auch eine irre Aufgabe, vor der ich auch wahnsinnig viel Angst hatte, muss ich ehrlich zugeben. Weil das sind auch so Szenen, wenn die halt einfach nicht glaubhaft werden, dann ist der ganze Film kaputt. Ja. Und das heißt so, da liegt eine Riesenlast auf einem und dann kommt es zu dieser Szene, es ist mitten in der Nacht, haben wir die gedreht. Man ist todmüde, wobei ich ehrlich zugeben muss, dass einfach die Müdigkeit natürlich auch ein bisschen hilft, an Emotionen ranzukommen. Also man ist ja, kennt jeder, glaube ich, von sich selber, wenn er müde oder hungrig ist. Ich weine mir immer in den Schlaf. Ja, ja genau. Das sagst du auch. Schön. Ja. I feel you, Brudi, I feel you. Aber sich da halt reinzugeben und das halt dann auch wirklich nicht nur einmal zu spielen, sondern oft zu spielen und immer wieder auf demselben Niveau zu spielen, und das würde ich sagen, das war für mich die größte Herausforderung in dem ganzen Film. Ja, es gab schon auch noch andere Szenen, die wirklich nicht simpel waren, aber vor der hatte ich am allermeisten Angst. Sind die, weil du gesagt hast, das ist ja so eine Art Augenzeugenbericht, hast du das jetzt also gemeint, Augenzeugenbericht aus dem Film, oder waren diese Gräueltaten, die da beschrieben worden sind, tatsächliche Augenzeugenberichte, die ihr durch Recherche erfahren habt? Sind beides eigentlich. Also es sind wirklich sozusagen, die Figur Anton erzählt, was er sozusagen gesehen hat, wo er dabei war. Und das sind alles wahre Geschichten. Ja. Also alles, was erzählt wird, basiert immer auf Augenzeugenberichten sozusagen. Und das ist, also da waren wir sehr exakt, weil bei so einem Film musst du sehr exakt sein. Da kannst du nicht irgendwas dazu erfinden. Sondern wir haben gerade bei diesen Berichten über die Gräueltaten haben wir wirklich geschaut, was sind auch Sachen, die Leute noch nicht so wissen. Also wir wissen alle sehr viel über die Zeit, aber gibt es Sachen, die noch nicht ganz so bekannt war, wie grausam dieses ganze Regime eigentlich damals war. Deswegen ist sozusagen das, was Anton berichtet, basiert auf Augenzeugenberichten, die alle verbrieft sind und alles sozusagen den Tatsachen entspricht. Es gibt, glaube ich, wenn man sagt, was sind die schwierigsten Szenen? Es gibt 2 Szenen im Film, wo ich von Anfang an gesagt habe, wenn wir die nicht gut machen, dann... Die Szene ist auch so eine.
Ja, aber die Liebesszene war eher was Technisches. Aber es gibt den Ausbruch von Anna und es gibt es gibt ja genau in der Mitte des Films diesen großen Ausbruch von Anna, ne? Wo sie aus ihrer Sicht beschreibt. Und eben, es gibt die Beschreibung von Anton über die Gräuel, die er gesehen hat. Und das sind die zwei Szenen, wenn man die nicht gescheit hinbekommt, bricht einem der ganze Film tot zusammen. Also das ist, wenn die nicht glaubwürdig gespielt sind, also das ist ja sehr, dieser ganze Film ist ein Schauspielerfilm, das ist ein Ensemblefilm. Ne? Also es gibt keine großen Action-Sets und es gibt keine großen Verfolgungsjagden, sondern es gibt eigentlich nur das Ensemble, was gut funktionieren muss. Und das sind die beiden Szenen, wo ich von Anfang an gesagt habe, wenn wir die nicht hinbekommen, dann können wir den ganzen Film so wie es in die Tonne schmeißen, weil dann der ganze Film nichts wert. Also das waren für mich die beiden Kernszenen von der Schwierigkeit her, wo ich einfach auch sagen musste, hey, da muss ich meinen Schauspielern sozusagen auch so viel Vertrauen entgegenbringen, dass die das gemacht haben. Das waren aber auch immer die Szenen, über die wir am meisten gesprochen haben. Und dann gibt es natürlich die Szenen, die technisch anspruchsvoll sind. Also wo man einfach sagt... Da gab's einen Drehtag oder einen Moment, da ging es darum, dass man einen Tropfen, weil das Dach undicht ist. Ey, was ich rumgesessen bin, weil sie diesen Kacktropfen einfach filmen wollten. Ja. Nicht hingekriegt haben. Später, wenn es auch jetzt nicht um zu viel zu spoilern, aber wenn es das Erhängen geht, ne? Das technische Zusammensetzen, wie das funktioniert, da sitzt du halt einfach ewig dran. Das sind dann halt, die sind dann anders anspruchsvoll dann plötzlich. Die sind dann halt plötzlich technisch schwierig. Die sind weniger schwierig für die Schauspieler. Die müssen auch viel geben. Aber das ist, dann plötzlich kommt es tatsächlich darauf an, hey, die Kamera muss stimmen und das Setting muss stimmen und der Effekt muss stimmen und alles. Also das sind so es gibt so ein paar Knaller-Szenen in dem Ding, wo ich gesagt habe, oh, hey, da graust's mir davor. Und ich bin froh, wenn wir die drum haben. Also die schauspielerisch am anspruchsvollsten ist wirklich Annas Ausbruch und Antons Beschreibung. Das sind so die Szenen, wo wir am meisten Bammel davor hatten. Ja. Wie überprüfst du dann gerade solche Szenen? Schneidest du das dann am gleichen Tag, um dann zu sehen, ob wirklich alles stimmig ineinander greift? Also die Zeit haben wir überhaupt nicht. Also in dem Fall, wir haben keine Dailies gesichtet irgendwie nachts. Also dafür, ich glaube, dann wäre ich tot umgefallen irgendwann. Ich glaube, am Ende ist es wirklich der Vorteil und Nachteil. Ich habe selber den Ton gemacht. Das heißt, ich hing mit der Angel da und habe den Ton abgenommen. Das heißt, ich konnte es direkt hören und kann natürlich auch direkt sehen, was aufgenommen wird. Und wenn ich das Gefühl hatte, das ist es jetzt, dann musste ich mir selber vertrauen und sagen, das ist es jetzt. Okay. Ja. Das ist es und so besser wird's nicht und wir haben sozusagen das Allerbeste abgeliefert. Wir hätten auch überhaupt keine Chance gehabt, da irgendwie nachzudrehen. Also es gibt natürlich Sachen, wo wir im Nachhinein gesagt haben oder wo wir noch im Dreh gesagt haben, uns fehlt lass uns das nochmal irgendwie in die Früh um 5 reinschieben. Aber das haben wir tatsächlich auch selber gemerkt. Also das ist natürlich auch der Vorteil, dass wir dadurch, dass jeder natürlich bei allem mit dabei war, sind viele Sachen auch jedem aufgefallen. Also da hat der Kameramann dann auch gesagt, so, irgendwie, da sind wir noch nicht gut abgedeckt. Oder ich habe gesagt, so, hey, mir fehlt da einfach eine Sichtweise oder mir fehlt noch eine Schussrichtung. Das müssen wir unbedingt noch machen, sonst kriegen wir da ein echtes Problem. Aber am Ende ist es natürlich wirklich so, du gehst mit einer Überraschungsbox natürlich nach Hause. Du hast am Ende die Festplatten voll mit Material und fängst dann erstmal an zu sichten und hoffst, dass alles irgendwie zusammenpasst. Also und dann merkt man im Schnitt natürlich schon sehr plötzlich, also der Film ist ja sehr dicht, ne? Wir sind ja immer sehr auf den Schauspielern und auf den Gesichtern irgendwie drauf, weil wir auch nicht viele Totalen gedreht haben, wie ich im Schnitt festgestellt habe. Weil ich hätte sehr gerne mehr von außen gezeigt, aber im Schnitt saß ich dann da und dachte mir so 1, 2 Totalen mehr wäre nicht schlecht gewesen vielleicht, aber okay. Es gibt auch eine Szene, das ist sehr schön. Wo Anna ein blaues Kleid anzieht. Ja, und das ist so, sie ist ja normalerweise immer in dem lumpigen Gewand, was sie immer hat, und dann zieht sie einmal das blaue Kleid an. Und das ist ein ganz großer Moment irgendwie. Aber wir haben keine einzige Aufnahme, wo sie mal ganz mit diesem scheiß blauen Kleid da ist. Und da sitzt er da im Schnitt und denkst dir, warum haben wir das nicht? Warum gibt's das nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, manchmal hätte so eine Stunde mehr Schlaf echt ganz gut getan. So. Aber
Aber das sind dann tatsächlich Sachen, wo man dann am Ende sagen muss, ja, jetzt müssen wir es im Schnitt lösen. Ja. Das ist dann so. Hat ja gut hingehauen. Ja, hat ja trotzdem gut hingehört, muss ich sagen. Also, weil mir persönlich hat der Film sehr gut gefallen, also das einmal kurz so als Randnotiz von mir. Mir hat das sehr gut gefallen. Das Thema ist sowieso auch immer ein Thema, das mir immer sehr berührt, muss ich sagen. Und ich fand da diesen Fokus auf diese 2 Schicksale vor allem sehr gut getroffen. Und es waren auch, wie ich gesagt habe, so Sachen mit Gräueltaten, die man noch nie so gehört hat. War tatsächlich auch was dabei für mich, wo ich überrascht war und darum auch die Frage mir euch stellen wollte, ob das auf tatsächlich Erfahrungsberichte basiert. Ich hätte gerne im Kino gesehen, damit ich da auch ein bisschen mit hätte reden können. Das ist echt so ein Film, wo man sagt, da möchte man sich danach ein bisschen unterhalten. Wir laufen jetzt wieder in Taufkirchen an der Filz. 13. November. Das ist gar nicht so weit weg von uns, oder? Schau. Ich schreibe mir das mal auf. Im Kino wirkt er anders. Das ist, also wir haben auch ganz viel, dass die Leute sagen, ja, wir haben auf dem Fernseher gesehen oder auf dem Rechner, ja, cool, super. Und dann sitzen die im Kino und werden plötzlich so erschlagen. Aber es geht mir auch selber so, weil am Anfang so siehst du die ersten Rohschnitte und so, das alles auf dem Laptop. Irgendwie Ja, so, oder das halt auf ist- einem kleinen Fernseher oder dann auch so die erste fertige Fassung jetzt habe ich so einen relativ großen Fernseher, würde ich sagen, so. Und dann gehst du ins Kino und das ist wirklich ein anderer Film. Also das ist wirklich erstaunlich. Also es hat mich auch selber überrascht. Also man sagt so, der funktioniert anders, also Fernsehen, es ist schon, es wird sich lohnen, den im Kino zu sehen, ja. Ja, das glaube ich gern, weil also ich bin sowieso absoluter Kinoverfechter und will gern jeden Film auf der großen Leinwand sehen können. Und weil das für mich auch immer eine ganz andere Wirkung hat und einen ganz anderen Blick. Der Sound, einfach die Atmosphäre auch im Kino, es ist einfach ganz was anderes, ja. Ja, der Sound, das ist natürlich auch genau das Ding. Das ist wirklich, man sitzt im Kino drin, auch ich sitze im Kino drin und plötzlich bei dem Sounddesign merkst du plötzlich so, oh, was Tim, unser Sounddesigner, der gemacht hat, ist der Wahnsinn. Also das ist Der Score ist echt geil, ja. Elias Das haben wir mit der Musik aufgedacht. gemacht hat und plötzlich wirkt es halt in 5:1 rund um dich rum und das ist ein völlig anderer Eindruck als halt Stereo am Fernseher. Das ist klar. Das ist völlig klar. Und deswegen ist es so wichtig. Und, also wir sind ja sehr am Kämpfen mit jedem Kino, weil natürlich die Kinos sagen, hey, Kriegsfilme, die Leute wollen Komödien, habt ihr nicht eine Komödie und habt ihr nicht einen Familienfilm? Also die Kinos müssen sehr überzeugt werden natürlich für unseren Film. Kann man den Sebastian nicht gegen Till Schweiger austauschen? Ja, eben. Und die Anna gegen Schweighöfer? Ja, und so ein paar Witze noch rein. Ja, genau, so ein bisschen lustiger einfach. Und wenn man dann sieht, was die Kinos, also gerade diese Programmkinos, wo wir natürlich viel laufen, also wie viel Arbeit und Liebe und Mühe die da reinstecken, auch generell in ihr Programm, um das aufzubauen, ja, es ist wirklich, sie sind alle am Kämpfen, gell? Also das ist die Besucherzahlen sind nicht prickelnd in den ganzen Kinos. Ja, jetzt auch nicht unbedingt nur bei uns. So. Nein, generell. Im Allgemeinen, ja. Das ist also allgemein ist die Leute, klar, das ist halt natürlich auch die Nachwirkung von Corona, dass die Leute sagen, ja, jetzt gucken wir es halt am Fernseher an. Wieso? Wir warten auf einen Stream. Das kriegen wir ja auch immer wieder. Ja, dann kann ich ihn endlich auf dem Fernseher sehen. So, hey, wann kommt der denn schau ins den doch im Kino an. Ja, genau. Geh erst ins Kino, vorher kriegst du den Film nicht. Ja, das ist die Sehgewohnheiten haben sich dann natürlich völlig Komplett, ja. Aber das Gute ist, dass ihr Streaming scheinbar selber ein bisschen ins Knie schießt durch diese Überschwemmung an Angeboten von Kanälen. Geht ja steigen ja langsam wieder die Zahlen für physische Käufe. Und man kann ja nur hoffen, dass sich das vielleicht auch wieder positiv aufs Kino auswirkt und die Zahlen dann auch wieder weiter steigen. Das wäre wünschenswert. Und vor allem Deserteur, also da wollt ihr noch, ihr geht's praktisch jetzt alleine mit dem auf Tour oder habt ihr schon irgendwie einen Verleih oder irgendwas in der Hand, die mit euch das machen? Also es gibt einen Vertrieb, das ist Schmidbauer Film. Die übernehmen sozusagen die ganze rechtliche Geschichte. Also die rechnen mit den Kinos ab und die ganzen technischen Geschichten. Und den gesamten Verleih machen wir. Also das heißt, wir gehen auf jedes einzelne Kino zu und sprechen mit denen, telefonieren mit denen und überreden sie mit Engelszungen, denen das Programm zu nehmen. Und Gott sei Dank gibt's da viele sehr mutige und nette Leute, die auch einfach sagen, ja klar, das ist ein Film, das Thema passt. Selbstverständlich, dann nehmen wir den mit rein. Und es überrascht einen dann auch. Also wir waren in Prien zum Beispiel jetzt auch, in Mikes Kino, der macht unglaublich viel fürs Programm. Also der hat ohne Ende Ankündigungen und das Kino war bumsvoll.
Ja, also das ist war der überhaupt nicht mehr gewohnt, dass das Kino mal voll ist. Also das ist wirklich die Leute, wenn man sie anspricht und wenn man sie erreichen kann, dann gehen die auch in so einen Film. Also das ist... Du musst sie wirklich ansprechen im Endeffekt. Ja. Also wirklich von alleine, das hat mir auch ein Freund gesagt und auch mein Vater gesagt, wie er meinte, also wenn ich an dem Plakat vorbeigehe, würde ich mir jetzt nicht anschauen. Und ein Spezi von mir, den ich damals zur Teampremiere eingeladen habe, der hat auch zu mir gesagt, so eigentlich so Zweiter Weltkrieg, boah, nee, damit kannst du mich, also da holst mich nicht ab. Aber das Schöne ist mit dem Film wirklich, dass einfach auch selbst die Leute, die halt einfach sagen, so, boah, hatte ich jetzt keinen Bock, aber ich komme jetzt, weil ich vielleicht ein Bekannter von uns ist oder von mir ist, so, dass sie danach dann doch da gesessen sind und wir Redebedarf hatten und wir sie dann doch erwischt haben mit der Thematik und mit dem Film. Also, wo sie auch meinten, so, sie sind dann doch überrascht, dass es sie dann doch so mitnimmt und dass er ihnen doch gefallen hat. Der Film hat wohl so eine Überwindung reinzugehen, aber bisher habe ich so das Gefühl, dass es die allerwenigsten vielleicht bereut haben. So. Das ist ja schon mal gut. Ja. Ich empfinde das als Erfolg. Ja, würde uns auch auf die Habenseite legen, das Ding. Und ihr wart, glaube ich, auch auf ein paar Festivals. Habt ihr da in dem Jahr auch noch ein paar Festivals vor? Ja, wir laufen jetzt in Moskau. In Moskau? In Moskau, ja. Das ist, also, wir haben eine schöne Festivaltour hinter uns. Also, wir sind ein bisschen enttäuscht von der deutschen Festivalauswahl, weil die haben uns tatsächlich alle abgelehnt. Also es ist international läuft da rauf und runter. Also international, wir haben gerade nachgeschaut, wir haben 20 Festivals international. Und in Deutschland ist das einzige Festival, was uns wirklich genommen hat, Berlin, das ist aber ein Online-Festival, Berlin Lift. Und jetzt die Filmtage Oberschwaben haben uns genommen. Das ist das erste und einzige deutsche Festival, was uns genommen hat. Und das ist Deutschland hat ja mit keinen Grund, irgendwie Filme, die aufarbeiten oder selbst zu zeigen. Also das ist ja... Ich weiß es nicht. Also es ist auch wirklich... Wir haben eigentlich... Also wir sind ja auch schon eine Weile dabei, gute Kontakte überall hin. Und es ist wirklich... Es ist von allen Festivals... Oh ja, nee, hat uns jetzt nicht so... Hä? Okay. Das ist total faszinierend, weil international läuft er wirklich sehr gut. Also wir sind auch schon international gut verkauft und wir haben jetzt, gestern habe ich die E-Mail bekommen, dass wir den 8. Filmpreis irgendwie abgeräumt haben in Palermo. Glückwunsch. Cool, schön. Also, Gratulation. Das ist, Dankeschön. Also da läuft alles super. Die Deutschen sind ein bisschen zickig, was das angeht. Ja, man erfährt es ja leider nicht. Ja. Also klar, die können jetzt nicht jedem Film, den sie ablehnen, irgendwie noch eine Erklärung hinterher schicken. Das ist schon klar, aber es ist natürlich schon so interessant, wenn man sich denkt, so witzig, also so im deutschsprachigen Raum ist es ja eigentlich so, dass wir gar nicht, läuft wirklich jetzt Berlin, Liftoff und halt jetzt in Baden-Württemberg. Was uns sehr freut, wirklich. Aber dass er halt dafür dann so international doch wirklich ankommt und gezeigt wird und wir Preise bekommen, freut uns natürlich, aber es bringt halt einen dann auch immer wieder so zum Nachdenken. Warum da und da nicht? Warum ist das so wirklich ringsrum um den deutschsprachigen Raum? Kriegen wir es hin? Oder was heißt, kriegen wir es hin? Werden wir gezeigt? Aber ist echt komisch. Wir sind ja, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in unserem Podcast so reingehört habt. Sie nicken. Ja, euphorisch, sie nicken euphorisch. Wir haben uns damit beschäftigt. Wir sind ja sehr Indie- und Horrorlastig. Das ist aber nur ein Versehen. Klassisches deswegen, genau. Deswegen sind wir auch bei ganz vielen so Indie-Festivals halt unterwegs, die auch sehr Indie- und Horrorlastig sind. Und da diskutieren wir auch immer wieder, gerade in Regensburg im Hardline, was mit dem deutschen Film los ist. Ja. Also warum der deutsche Film halt meistens so nicht die Präsenz bekommt. Aber jetzt tatsächlich, auch wenn jetzt ihr mich fragen würdet, warum würde jetzt euer Film nicht im Hardline laufen? Weil halt der Stil da nicht. Genau, der Stil und das thematisch irgendwie nicht reinpassen würde. Und ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, was gibt's denn für deutsche Filmfestivals, wo er reinpassen könnte? Gibt's
Es Das gibt ist das viele. Münchner Filmfestival an sich, die Hofer Filmtage. Hofer hast du noch, ich glaube, Filmtage in- wäre natürlich, Okay. also Hofer Filmtage war ich auch schon des Öfteren mit meinen Filmen. Also das ist, Hofer Filmtage wäre ganz realistisch gewesen. Saarbrücken wäre natürlich auch toll gewesen. Also Max Ophüls, Selb haben ein ganz tolles Filmfestival. München wäre natürlich der Oberknaller gewesen. München wollte ja auch, war ja auch ganz groß hier, Thema Antisemitismus ist unser Thema, ne? 2024, also ganz groß. Wurden wir leider auch nicht genommen. Komisch. Also es gibt ein paar Festivals, wo er reingepasst hätte, dass wir nicht auf der Berlinale laufen. Hat mich jetzt gewundert. Also wäre sportlich gewesen, wenn wir auf der Berlinale gelaufen wären. Muss man sagen, also das ist klar, dass der nicht auf der Berlinale läuft. Aber es gibt viele mutige, 5-Seen-Filmfestival jetzt zum Beispiel auch, läuft jetzt im Moment gerade. Es gibt viele mutige Festivals eigentlich, aber nicht für unseren Film. Ja. Was ich spannend finde, also bei uns ist ja ganz klar diese Kommunikation Täter-Opfer. Ne? Also wir haben wir lassen ja das Opfer, wir haben ja ein sehr starkes Opfer, die Anna. Die auch, Anna ist die Schauspielerin. genau, Hanna ist die Figur. Die Figur, ja, das stimmt. So, nicht, dass da irgendeine Genau. Verwirrung gibt oder so. Und wir lassen sie sehr klar ja kommunizieren. Und wir haben von einer sehr großen deutschen Behörde, haben wir ein Feedback bekommen, ich sage jetzt nicht welche deutsche Behörde, dass der Film ja irgendwie scheiße ist, weil, wie kann das denn sein, dass wir das Opfer als Frau darstellen, die Bedürfnisse hat und auch irgendwie sexuelle Bedürfnisse hat und so klar, und nicht als das Opfer, das sie doch nun ist. Und also das wäre ja völlig absurd. Und da habe ich auch gedacht, ich spinne. Wow. Das ist eine sehr große deutsche Behörde. Es sind viele Filme, die sich es kommt ja jedes Jahr kommen ja 2 Filme raus, ne? Die sich aber immer Pi mal Daumen, um ja. die Täter drehen. Also es ist immer Hitlers Helfer, Hitlers Hunde, Hitlers willige, was auch immer, Hitlers willige Hausfrauen. Hitlers verlorener Hoden. Da sind Was willige Hausfrauen, welche Filme guckt? diese ganzen Filme beschäftigen sich immer sehr mit den Tätern. Und das sind die Filme, die auf den Festivals laufen. Ich weiß nicht, ob das ob das was ist, was da durchläuft, aber das hat mich dann tatsächlich, das sind wirklich die Filme, wo es immer aber der Goebbels, der war doch auch Mensch, und der Goebbels der hatte auch ein schlechtes Gewissen, ja. Und hier Ja, dann geht's ja. unser Auschwitz-Kommandant, der war schon auch ein Mensch, ne, und der hatte auch ein bisschen hart. Ja, das sind, wie es der Lobrecht schon gesagt hat, Hitler hatte Stress eben. ja, Also Hitler der hat hatte auch Stress, ne? Der hat ja auch viel eben. gearbeitet und der war auch drogenabhängig. Ja, das kommt nur dazu, das ist nicht zu unterschätzen, was der gemacht hat. Und, Der arme Mann. ja, eben. Ted Bundy hat sich ja auch nach einer durchzechten Mordnacht geweint, weil sie ihm leid haben. Ja, Also die Seite sieht ja immer keiner. Und das finde ich tatsächlich so ein bisschen das Ding, wo man sagt, also es kommen praktisch nie, also mir würde kein Film einfallen oder sehr wenige. Es gibt natürlich die Filme, aber gibt sehr wenige, wo man wirklich sagt, das ist diese, also wo das Opfer mal in den Vordergrund gestellt wird und wo mal ganz explizit sich mit dem Opfer und dessen Gedankenwelt sich irgendwie auseinandergesetzt wird. Und das ist was, also man fragt sich ja immer, ne, warum das so ist und warum unser Film nicht in Deutschland läuft, ne, obwohl man jetzt ja sagen müsste, eigentlich sind wir doch super aktuell. Aber das ist was mir tatsächlich sehr auffällt. Also es kommt jetzt, glaube ich, wieder ein neuer Film irgendwie raus, wo es das ist ein amerikanischer Film, oder? Ich glaube, da geht es um Göring hier, ein riesen amerikanisches Ding. Also es ist immer so sehr täterspezifisch, ne? Und wie wurde der Täter zu dem, was er dann eigentlich, war doch auch nur ein Mensch, ne? Hatte auch eine liebende Mutter. Ja, wurde von Mutter nicht geliebt. Ja. Dann kann es eigentlich nur am fehlenden bayerischen Akzent liegen. Absolut. Ja. Drum ist Viva la Movilusion deutschlandweit im Dachraum komplett überall vertreten. Die Hamburger lieben uns, die Berliner lieben uns, sie verstehen uns nur nicht. Aber Hauptsache die Liebe ist da. Ja, es ist ja alles Liebe. Es ist wie mit der Charlotte, man muss sie nicht verstehen. Wenn man es richtig ausstrahlt, dann kann man die Emotionen einfach übertragen. Absolut. Von ganz alleine. Absolut. Ja, das ist, geht Hand in Hand, Ausstrahlung und Dialekt. Ist alles. Wie geht's denn bei euch dann jetzt weiter mit eurem Film weil ihr habt jetzt eben gesagt, im November noch in Taufkirchen, macht jetzt noch, wie lange geht die Kinotour noch, die ihr da jetzt aktuell noch macht?
bis die Leute keinen Bock mehr haben. Also es ist wirklich, wir haben jetzt im Oktober geht's weiter, haben eine Menge Kinos irgendwie auf der Latte. Es geht so lange weiter, bis irgendwann ist der Film dann draußen. Also irgendwann, wir haben ja im Moment gerade so eine unfassbare Überschwemmung an Filmen. Also das ist die Kinos, die Kinos wissen auch überhaupt nicht, wie sie es alles zeigen sollen. Ja. Das ist deswegen, irgendwann ist es dann auch einfach so, dass man sagt, dann plätschert es nur noch so dahin und dann ist das Interesse versiegt. Wir schmieden das Eisen, solange es heiß ist. Das ist wirklich, im Moment läuft's und es kommen immer wieder neue Kinos dazu und die wollen uns zeigen, die haben Spaß auf uns. Wenn dann irgendwann der Spaß nachlässt und die Kinos keine Lust mehr haben, dann ist es das auch. Dann war es das, ja. Das war's dann. Okay. Deswegen, wir können es auch gar nicht sagen, ich nehme aber stark an, Frühjahr nächsten Jahres ist dann vorbei. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es Streaming, die uns irgendwie interessant finden? Gibt es Sender, die uns interessant finden? Independent ist natürlich immer schwierig. Ne? Also das ist immer ein Kampf natürlich, aber wir sind positiv. Also wir haben deutlich mehr erreicht, als wir eigentlich erreichen wollten. Das ist, also unser Ziel war tatsächlich immer zu sagen, wir machen diesen schönen Film. Ich fand das auch so schön, wie wir zusammengesessen sind und einfach gesagt haben, okay, wenn wir was schreiben, dann muss es umsetzbar sein. Das war unsere Herangehensweise an das Ganze. Also es war nie irgendwie die Hoffnung dahinter, damit jetzt irgendwie wahnsinnig erfolgreich und reich zu werden, sondern wir hatten einfach Bock, was zu machen, was für uns umsetzbar war. So. Und deswegen alles, was dazukommt und jedes Festival, was dazukommt und jedes Kino und es ist für uns einfach immer ist ein Plus und ist ein Gewinn und also eindeutig, wir werden nie Plus machen mit diesem Film. Auf jeden Fall ist das Ziel, was wir uns gesteckt haben, schon weit erreicht. Ja. Also unser Ziel war immer, das soll ein Diskussionsfilm sein und wir wollen damit auf die Festivals. Und ich wollte die Dreharbeiten überleben. Das habe ich ja irgendwie. Also deswegen, das haben wir wirklich sehr schön hingekriegt. Und das war auch, weil wir haben den Film 2024 fertiggestellt. Im März 2024 war die Teampremiere. Und dann ist erstmal eine Dreivierteljahr nichts passiert. Gar nichts mit dem Film. Wir haben eine wunderbare Festivalliste und überall eingereicht und das kostet ja auch Tausende von Euro und alles wunderbar. Es ist ein Dreivierteljahr gar nichts passiert. Und dann plötzlich ab 2025 fing es da, also Ende 2024 haben wir gesagt, naja, vielleicht sollte man doch umschulen. Ja. Vielleicht doch so der Bürojob. Ja, so. Scheinbar können wir doch nichts. Und dann plötzlich irgendwann müssen wir der Wahrheit ins Auge sehen. Ja, total. Jetzt geht's auf und plötzlich geht's eins nach dem anderen irgendwie. Dann war das erste Kino, die Bock hatten und mit dem ersten Kino kamen die ersten großen Preise und die ersten kleinen Preise und die ersten Auszeichnungen, die ersten großen Festivals und das dann plötzlich lief's an. Ne? Also das ist wirklich, bis Ende 2024 dachten wir so, okay, haben wir doch ein bisschen in die Scheiße gegriffen. Ja, ich habe mir das heute noch so gedacht, so, ich bin ja mal gespannt, ob da in den USA zum Beispiel auch noch was passiert, wo ja auch die Rechte hin verkauft wurden jetzt. So, ob man sagt, so, ist das halt einfach nett, dass man mal sagen kann, hey, die Rechte wurden in die USA verkauft. Das war es halt dann aber auch schon, was ja auch schon wahnsinnig geil ist, das sagen zu können. Aber ich dachte mir auch so, ich bin mal echt gespannt, ob da was passiert. Ja. Also das finde ich, wird auch noch spannend irgendwie. Hast du auch noch nichts gehört, wie es da weitergeht? Die sind gerade wild am Vermarkten. Also ich muss denen immer wieder, ich schicke denen immer wieder neue Plakate zu, weil ja immer wieder neue Preise dazukommen. Und dann muss ich immer wieder, super, jetzt ändere alles wieder um. Aber die sind wild am Vermarkten und man weiß es nicht. Er ist auch nach Taiwan verkauft. Ja, das ist auch gut. Ich weiß auch nicht, was da passiert mit dem Film. Also Taiwan, wir haben ein sehr lustiges taiwanesisches Poster. Also das, man weiß es dann irgendwann nicht. Also wir haben ja einen Weltvertrieb und plötzlich kommt dann so, ja, hier übrigens schick nach Taiwan alles Material bitte, weil er da erobert er jetzt den Markt. Oder auch nicht. Oder halt auch nicht, ja. Ja, cool. Nee, aber Russland ist auch, also Russland fand ich auch super spannend, weil es ja gerade
Also das ist ja ein ganz... Erzähl mal die Zensurgeschichte. Genau, das ist, Russland, dadurch, dass ja dieses Antikriegsthema ist, muss der Film von ganz oben abgesegnet sein. Also der muss ins Kultusministerium und der ganze Film muss zunächst mal ins Russische übersetzt werden, damit da sozusagen das Kultusministerium alles abnicken konnte, ne? Und im Zweifelsfall, das weiß ich nicht, die Untertitel nochmal angepasst werden konnten. Dass es so ein bisschen regimetreuer ist oder was auch immer, die damit gemacht haben. Aber dann habe ich plötzlich die Nachricht bekommen, ja, wir haben ein Riesenproblem, weil die singt, die Charlotte. Die singt ja, wenn sie vom Berg runterläuft, singt sie ja dieses Lied. Und das haben wir nicht übersetzt. Weil das halt einfach nur so, das ist total belanglos. Aber dann kam irgendwie das Feedback vom Kultusministerium, dass der Film nicht gezeigt werden darf, weil sie singt und sie nicht wissen, ob das nicht doch irgendwas Propagandistisches irgendwie ist. Dann muss man natürlich das dann auch nochmal übersetzen und das auch nochmal alles ins Russische übersetzen. Also deswegen, man ist immer wieder überrascht. Und jetzt läuft er gerade in Russland. Sie haben jetzt keinen Flug bezahlt. Ich weiß auch nicht, ob ich hingefahren wäre. Glaube ich, ein bisschen gruselig geworden. Aber ja, ich glaube, ich würde es auch lieber von der Ferne beobachten. Ich glaube auch. Ist ein bisschen entspannter irgendwie. Ja, glaube ich auch. Ja. So, Herr Baumann, Sie sind also gegen Krieg. Kommen Sie mal mit hier. Ja. Das erklären Sie uns doch mal dort drüben. Ja. Und deswegen, also wir sind auch in Tel Aviv jetzt. Ende des Jahres wird es sein. Ich glaube, im Oktober kommt Tel Aviv dann. Also deswegen, da festivalmäßig geht's auch immer noch weiter. Also da sind auch jetzt noch ein paar schöne Festivals dabei. Ja, und wer weiß, vielleicht hört der ein oder andere Festivalplaner auch bei uns rein und nimmt sich mal das Herz und schaut sich dann der Deserteur an, um das in sein Programm aufzunehmen. Oder schaut sich mal den Trailer an, ja. Genau, also wenn man der erste Schritt, schaut sich mal den Trailer an. Schaut euch den Trailer an, genau. Man müsste in jeder Stunde hier das Gelaber von so hören. Das reicht mir der 3-Minuten-Trailer. Aber ich persönlich kann es auch nur empfehlen. Also ich würde jedem, wenn ihr da neue Termine habt, ich würde auf alle Fälle unsere Hörer empfehlen, sucht nach der Deserteur, ob der irgendwo bei euch im Kino läuft, weil ich fand ihn sehr gut. Vor allem, wenn man dann jetzt auch das Budget dahinter weiß, dann finde ich es noch beachtenswerter, was damit auf die Beine gestellt worden ist. Und ich finde ihn auch wichtig, weil, wie heute schon mal gesagt hat, überall kriechen die ganzen rechtsextremen Kackbratzen aus ihren braunen Kacklöcher. Und deswegen finde ich es ziemlich wichtig, dass so ein Film wieder gezeigt wird, der einfach einmal verdeutlicht, wohin dieser Fanatismus eigentlich dann führen kann, was der aus Freunden machen kann, was der aus Menschen macht. Und deswegen sollte vielleicht jeder, der ein bisschen ein Hirn hat, den Film anschauen und weiterempfehlen. Man hätte es nicht besser sagen können. Ich wollte sagen, absolut politisch korrekt ausgedrückt, wunderschön. Ich habe versucht, wenig Schimpfwörter zu benutzen, aber bei Faschos, da haut das nicht so hin, weil die kann man eigentlich nur beschimpfen, dieses braune Ekelscheißpack. Ist dir fast. Und das andere, was ich sagen würde, wäre strafrechtlich bedenklich, darum sage ich das nicht. Sehr gut. Was sind dann so eure nächsten Pläne, jetzt nicht mit dem Film, sondern nächste Projekte? Haben sie ja gesagt, ins Büro wechseln. Ja, genau. Umschulung zum Malermeister. Ja, genau. Es gibt ja noch ein Drehbuch, was jetzt, was schon lange in der Schublade lag. Bei dir, da habe ich mal ausnahmsweise nichts mit am Hut. So, das war so ein Projekt, worüber man jetzt mal geredet hat, was aber natürlich jetzt soweit ich weiß und soweit ich habe es gelesen, mir gefällt das auch wahnsinnig gut. Das ist eine Thriller-Geschichte, die natürlich jetzt mit eigenen Mitteln nicht zu finanzieren wäre. So, da bräuchte man jetzt halt einfach wirklich jemanden, der sagt, so als Produzent von der Produzentenseite, ich steige damit ein. Was bei mir so, ich habe wieder Theater gespielt, bin da auch irgendwie noch in Gesprächen, dass ich wieder ein bisschen mehr auf die Bühne gehe und arbeite aber auch sehr viel als Sprecher, mache Hörbücher, mache ich wahnsinnig viel. So filmtechnisch ist im Moment wenig los, sagen wir es mal so. Ja. Das ist generell wenig. Muss man natürlich sagen. Also filmtechnisch, die ganze Branche ist echt ziemlich am Boden. Okay. Also das ist wirklich, alle sind am Jammern und alle sind am Klagen und es machen auch viele Firmen zu, also viele Postproduktionsfirmen machen im Moment gerade zu. Und es ist jeder am Jammern eigentlich. Ja. Es wird viel produziert, das muss man echt sagen, es wird extrem viel produziert, aber irgendwie dringt es nicht durch, hat man so das Gefühl. Ja, ganz komisch. Ich weiß es auch nicht so. Es ist halt, ich kann da ja auch immer nur von Gefühlen sprechen und Vermutungen sprechen, aber es ist ja, was ihr auch schon vorhin gesagt habt, so einfach, man wird so überflutet und ich weiß nicht, ob man einfach auch so müde geworden
ist einfach, und natürlich sein einfach Geld ist halt immer ein sehr schwieriges Thema in jeder Branche, glaube ich. Das ist jetzt nicht nur im Film so, aber ja. Ja, und es ist natürlich es wird einfach viel Content produziert, das muss man sagen. Es werden wenig Filme produziert, es wird viel Content produziert. Und es ist wirklich, und das sieht man jetzt, dass es funktionieren kann, sieht man jetzt ja auch am Kanal des Manitou, der plötzlich irgendwie über 3 Millionen Besucher hat, was ja völlig unvorstellbar ist. Also das ist ja der Wahnsinn, ne? Also das kann funktionieren mit der Filmproduktion, aber meistens geht es ja tatsächlich im Moment darum, Content zu produzieren, weil irgendwas gefüllt werden muss und dann wird halt irgendwas runtergedreht und das möglichst dann auch auf die billigste Art und Weise. Also das ist ja im Moment so das Mantra, dass es eigentlich alles super günstig sein muss und darf nichts kosten, muss super schnell produziert. Ich bin da auch ganz fasziniert. Es gibt ja wirklich Serien, auch so, wenn man sich so diese Dailies anschaut, die ja teilweise über Jahrzehnte laufen, wo die früher richtig Geld und richtig Liebe reingesteckt haben. Und dann stolpert man da heutzutage nochmal drüber und denkt sich so, was machen die denn da? Also das ist ja wirklich nur noch irgendwie einer in die Ecke gestellt, Licht von oben und mit der Kamera draufgehalten. Und ein Kameramann hat einmal irgendwie durchs Bild geschaut und ist dann rauchen gegangen um die Ecke. Also das ist wirklich, es ist schwierig gerade. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es sind alle am Jammern. Alle Schauspieler, alle Produzenten, alle Regisseure sind am Jammern, weil sich gerade viel umstellt. Alle Streamingdienste sind am Jammern. Es ist alles stellt sich um und es wird sehr spannend werden, was da in den nächsten Jahren passiert. Vor allem auch, was da mit KI passiert. Also das ist total faszinierend. Das ist wirklich ein Bereich. Ja, ich weiß nicht, wie faszinierend. Ich finde es schon teilweise natürlich auch sehr beängstigend. Also viele Gewerke, Branche, also muss man, weiß nicht, wie viel Angst man davor haben sollte, was man auch abwarten sollte. Das ist ja mal so auch die große Diskussion so, es wird eine Veränderung stattfinden und Veränderung gab es ja schon immer und bla bla bla. Aber es ist natürlich schon schwierig, finde ich. Es ist eine sehr schwierige Diskussion. Das sind wir wahrscheinlich die Ersten, die verschwinden. Eine Freundin von mir schickt mir regelmäßig Reels, wo Katzen einen Podcast machen. Ja. Das ist super, die Reels. Der Schweizer Biber, wie war das? Der Schweizer Biber macht den Podcast, ja. Ja, das Murmeltier, ja, genau. Geil, Es war auch total faszinierend. Wir haben in München, im Ari-Kino, haben wir einen wirklich sehr schönen Award, den Kangaroo Award haben wir verliehen bekommen. Und das ist ein Independent Award, ne? Nur für Independent-Filme. Da gibt es ganz viele verschiedene Kategorien, ne? U14, U16, U18 und dann irgendwann geht's halt in die Erwachsenenfilme rein sozusagen, Kurzfilme und Science-Fiction-Filme und Spielfilme dann am Ende, aber es gibt eine Rubrik KI. Und bei jedem anderen Film war dann immer Team dabei. Es durfte halt immer, jeder nominierte Film durfte das komplette Team vorne auf die Bühne gehen. Und vorne auf der Bühne waren immer Massen an Menschen. Sechs Filme, Nominierungen. Bei KI waren es dann noch 6 Leute. Ja. Für 6 Filme. Ja. Das war wirklich immer krass. Eine pro Film und das ist wirklich krass. Und dann standen sie vorne und haben sich selber gefeiert und ich dachte mir halt dann auch so, also was schön war die Moderatorin hat das ja dann auch wirklich thematisiert und auch gemeint, so vorher sind halt einfach viele Menschen da und ihr seid halt jetzt alleine so. Und dass man das halt schon sehr klar sieht und wo man ja auch sagt, so vorher hat man so das Gefühl, Film und Kultur ist eine Teamarbeit und da ist es halt dann wirklich eher, hast du gesehen, okay, über KI wird es halt dann einfach, es ist eine individuelle Sache. Es hat nichts mehr mit einer Gruppenarbeit und viel Kreativität, die aufeinander trifft und vielen Gewerken zu tun, sondern es ist noch einer, der weiß, wie man einen Prompt schreibt. Ob das dann viel was mit Kunst und so weiter zu tun hat, das ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer zu diskutieren, natürlich in der Form, aber das Schöne fand ich halt immer in meinem Beruf oder an der Branche, sowohl Theater als auch Film, dass man einfach mit vielen Leuten zusammen ein Werk erschafft. Dass man eben das nicht alleine in seinem Kämmerchen tut, sondern wirklich, man geht raus, man arbeitet kreativ, du arbeitest mit Händen, mit Körper, mit Geist und dass es ein Zusammen ist. Und da hat man halt ganz klar gesehen, sobald die KI da ist, ist es kein Zusammen mehr, sondern es ist einer. Und es kann funktionieren, aber es ist natürlich schon, wenn einer alles macht, wenn einer das Kostüm macht und das Schauspiel übernimmt und die Ausstattung übernimmt und alles.
Und das eine war, der den Preis gewonnen hat, war doch ein Komponist, der gesagt hat, er macht jetzt was anderes, er macht jetzt Filme mit KI und ist total der macht, glaube ich, weiter. Der macht also das war ein relativ erfolgreicher Komponist, der gut im Geschäft ist und der das einfach nebenher macht. Ja. Und der sagt hier, geil, coole Sache. Also man kann ja auch geile Sachen damit machen. Voll. Das ist total faszinierend. Das ist wirklich total faszinierend, aber es ist eben faszinierend und erschreckend gleichzeitig. Das ist eben das Schwierige dabei. Da geht es ja nicht nur uns so, ich glaube, das ist ein allgemeines Thema. Ja. Also das ist so, wenn man auch sieht, was halt in anderen Branchen oder so in allen Branchen geht, glaube ich, da die Angst um. Was als das ist ein Podcast Folgen füllendes Thema war das. Da kann man wahrscheinlich mehrere Folgen allein über das Thema machen. Ja, absolut. Ja. Und ihr müsst ja so sagen, wenigstens waren da jetzt nur Menschen. Irgendwann ist dann die KI, die Videos erstellt. Irgendwann geht ein Laptop vor. Für die KI. Der Preis geht an den neuesten Vario. Ja. Das stimmt, die KI macht Podcast für die KI. Die KI macht Podcast für die KI. Ja, und dann wird die KI auch was zum Hören hat. Ja. Was macht die KI denn sonst in ihrer Freizeit? So? Ja, genau, die muss ja auch mal sich entspannen können. Ja. Eben, die arme KI. Ja. Die hat auch Stress. Da sind wir wieder beim Thema, die hat auch Stress. Wirklich, die KI im Burnout. Das wäre Weltklasse. Wenn du irgendwann mal ChatGPT befragen möchtest, dann heißt, bin ich anwesend, 6 Wochen Therapie, psychotherapeutische Klinik. Ihr könnt mich doch nicht ständig für alle fragen. Ihr ladet alle euren Dreck bei mir ab. Ja. Wo kann ich meinen Dreck abladen? Bedankt euch noch nicht mal. Ja, wirklich. Mache ich immer. Es gibt immer ein Bitte und ein Danke. Ja. Den Terminator hat uns gezeigt, was passiert, wenn man nicht nett ist zur KI. Nicht bitte und Danke sagt. Genau, deswegen immer schön freundlich zu ChatGPT und zu alle anderen KIs sein, weil ich möchte nicht irgendwann, dass es heißt Sarah Connor. So, ich würde sagen, können wir schon langsam zum Ende kommen, außer ihr habt noch irgendwas, das euch auf der Seele liegt, das ihr sagen wollt, wie zum Beispiel coole Sache, dass wir beim besten Podcast der Welt dabei sein haben dürfen. Absolut, eine Ehre. Das ist wirklich eine Ehre, also da darf sich wirklich jeder geehrt fühlen, also die Ehre kommt nicht jedem zuteil, also manchmal dürfen sogar Leute aus unserem Podcast nicht mitmachen. Wie der Corby. Also, ja, doch, ich bin zwangsläufig immer mit dabei, weil ich das Ganze dann am Ende auch noch schneiden darf. Na, aber der Kani darf manchmal selber nicht mitmachen. Ja. Ne, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sehr schön, das freut uns. Hat mich auch sehr gefreut, dass es geklappt hat und hingehauen hat. Ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht auch in Taufkirchen live sehen. Ja. Seid ihr da beide vertreten? Ja, wir sind auf jeden Fall. Also ich bin da, Taufkirchen werde ich da sein. Ich werde auch da sein. Okay. Ja. Taufkirchen? Ich habe nämlich schon geschaut. An der Filz, ne? An der Filz, ja. An der Filz, ja, genau. Es gibt ja noch das andere Taufkirchen, das kenne ich. Genau. Aber ich möchte auch mal ein anderes Taufkirchen vielleicht kennen. Ja, eben. Ja, wenn es schon zwei gibt, soll man sie beide ansehen. Und es ist nur nicht mal eine Stunde weg von uns. Schau Also Corby, 13.11. schon mal notieren, Corby. Alles klar. Ist notiert. Dann vielen Dank von meiner Seite. Es war super interessant. Wir können tatsächlich gerne nur einen Folgepodcast dann aufnehmen, nur über KI. Ja, wie wir uns alle drüber beschweren. Da lästern wir mal so richtig. da bin ich raus. Ich bin raus. Genau, das darf die KI aber dann nicht zum Antrainieren benutzen, weil ich brauche die auch noch. Ja. Das ist ja das Gemeine. Dann habt ihr noch abschließende Worte an unsere Hörer? Außer, dass sie gefälligst ihren Arsch ins Kino zu der Deserteur bewegen? Ich würde mich ja freuen, also ich würde ja hier so gefälligst und Arsch würde ich jetzt nicht benutzen, sondern ja, doch, hier muss man Tacheles geredet werden. Wie gesagt, für uns war dieser Film und diese Thematik ist uns ein großes Anliegen. Ich finde auch immer, was wirklich überraschend war, ist, wenn man drin ist, wie lange man dann doch drüber reden kann und wie es einen beschäftigt. Insofern einfach den Mut haben und ausprobieren. Und einfach mal hingehen und mal vielleicht was anderes als eine Komödie gucken. Es wird nicht schaden, sagen wir es so. Und es sind wirklich, wir haben eine Menge Kinos. Also ich bin auch immer am Aktualisieren der Liste auf der deserteur.de. Da sieht man immer die Kinos, wo wir laufen und da sind wir eigentlich immer dabei. Also deswegen kann man gerne mal vorbeikommen und mit uns sprechen und
Wir sind sehr nett normalerweise. Genau, und auch angucken. Wirkt gerade so, ja. Gut, Sebastian ist Schauspieler, der weiß es nicht so richtig. Okay. Aber vielleicht was noch wichtig ist, wenn man einen Trailer gucken möchte oder sowas, ist es bei Google der Deserteur eingeben und dann ist es bei der CHR Filmproduktion. Du kannst auch auf YouTube und überall. Also auf YouTube ist er auch zu sehen, aber da bei der CHR Film Website, da hast du natürlich dann noch viel mehr Infos. Die Kinos, die Festivals, die Preise, da ist natürlich alles da. Alles dabei. Also, genau. Habt ihr auch einen Social-Media-Auftritt, in dem die Liste... Der Anna der ist, glaube ich, auch bei Instagram. Also Anna ist unsere Instagram-Chefin. Ich glaube, der Deserteur heißt es einfach da. Genau, der Deserteur. Googeln, die hat da auch, postet da fleißig immer. Und also schreibt sich die Finger wund, hat man das Gefühl. Ich habe ja keine Ahnung von Social Media. Hast du gerade gemerkt, wie du gesagt hast, der Deserteur googeln und dann bei Instagram googeln. Ja. Genau. Man kann auch bei Instagram einfach jetzt auch eine Suchfunktion, aber das zeige ich dir mal. Oh, Sebastian Fischer, Hackerman 9000. Brutal. Jetzt bin ich schon nicht so gut in dem Thema, aber da weiß ich wirklich mehr als der Christoph. Das zeige ich dir nachher. Machen wir den Social Media Einführungskurs dann auch. Den gibt's jetzt noch. Ihr habt es gehört, Leute, die zuhören. Also ihr sucht euch die Deserteur Homepage raus oder eben auch über Google und geht dann auf Instagram. Und dann sucht ihr ein Kino in eurer Nähe, in der Deserteur läuft. Und mit viel Glück ist auf alle Fälle der Christoph da und vielleicht auch der Sebastian oder noch jemand aus der Crew. Und da kann man sich die Leute einmal schnappen und über den Film reden. Und wie ich vorher schon gesagt habe, absolutes Pflichtkino in meinen Augen, das man unterstützen sollte. Und wir werden auf alle Fälle auch noch, also ich bin auf alle Fälle dabei in Taufkirchen, das ist für mich jetzt schon notiert. Und am 12. Oktober sind wir in München im Neuen Rottmann und da sind fast alle von uns da. Da ist echt großer Auflauf. Also da sind alle Darsteller da und das ist im Neuen Rottmann am 12. Oktober. Das wird lustig, das wird schön. Das wird echt großer Auflauf. Okay. Und es macht wirklich immer Spaß, danach sich wirklich noch über den Film zu unterhalten oder wir erzählen am Anfang meistens viel über den Film, weil erstmal ist wirklich ein bisschen Stille so im Zuschauerraum und dann es waren immer sehr, sehr schöne Gespräche, die wir danach hatten. Die haben wirklich sehr viel Spaß gemacht. Genauso wie die Folge jetzt gerade. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und sehr informativ, sehr interessant, wie der Corby schon gesagt hat. Und ich hoffe, wir kriegen dieses Thriller-Drehbuch von Christoph noch zu sehen. Also sprich in Filmform. Ich hoffe, das wird umgesetzt. Wir arbeiten dran, ja. Weil man schon gesehen hat, dass bei Deserteur sehr viel Kompetenz auch dahinter steckt, von der ich gerne mehr erleben möchte. Dankeschön. Ansonsten, wir suchen auch immer nach dem passenden Regisseur für die Viva la Movilusion Geschichte. Also es muss dann Viva la Movilusion der Podcast, der Film sein. Geil. Das Drehbuch liegt schon in der Schublade, hoffe ich. Ja, klar. Das ist kein Problem. Das haben wir gleich geschrieben. Das ist eher so, das ist so ein Live-Event. Ja, genau. Das ist wie so interaktiver Film, das ist wie Bandersnatch auf Netflix war, von Black Mirror. Ja, wir können das auch gemeinsam mit der Community einfach erstellen. Dann machen wir auch eine Live-Session und die Community... Ja, oder mit der KI ist ja auch überhaupt kein Problem mehr. Stimmt. Ja, die darf auch mitmachen. Ja. Die KI, das ist alles kein Thema. Vielen Dank an unsere Hörer, die zugehört haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr den Film auch schon gesehen habt. Es würde mich interessieren, wie er euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im Kino und ich hoffe, wir sehen uns in Taufkirchen und Corby, ich hoffe, wir sehen uns nicht mehr. Nein, Corby, ich lieb dich, du weißt das. Da, dicke Kartoffel von mir. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nee, von der Alm. Wahrscheinlich auch von der Alm. Okay, gut. Dann wiederschauen. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Dankeschön, danke euch.